Auf den ersten Blick wirken diese 3 Kinder ganz gesund. Aber die 3 leiden unter erheblichen Einschränkungen. Ich kenne mich irgendwie nicht so aus damit. Aber ich weiß, dass ich Alkohol abgekriegt habe. Dass meine Mutter Alkohol getrunken hat. Fetales Alkoholsyndrom, und das wird verursacht, wenn eine Frau in der Schwangerschaft Alkohol trinkt und löst dadurch dann ein paar Gehirnschäden aus. Also zum Beispiel, ich kann nicht so schnell und nicht so gut lernen wie andere, also ohne Behinderung, und ja, und auch manchmal in meinem Verhalten merkt man das und so, ja. Diese Kinder leben mit Behinderungen, die auf den ersten Blick kaum erkennbar sind. Aber das macht ihr Leben umso schwerer. Katrin Lepke und ihr Ehemann haben gleich 3 Kinder mit FASD adoptiert. FASD steht für Fetal Alcohol Spectrum Disorder, zu Deutsch fetale Alkoholspektrumstörung. Eigentlich wollten die beiden ein gesundes Kind adoptieren. Und dann wurde uns ein ganz kleines Mädchen vorgestellt. Frühchen, entwickelt sich gut, und mit viel Liebe und Fürsorge wird es ein ganz normales, kleines, großes Mädchen. Doch so war das nicht. Das Baby wollte nicht trinken, schrie nur, und es dauerte lange Monate voller Selbstzweifel, bis Katrin Lepke endlich die Diagnose bekam. Frühchen ja, gesund nein. Ihr Kind hat eine vorgeburtliche Alkoholschädigung. Heißt, es wird wohl ein behindertes Kind sein. Da stand ich da. Was ist das? Warum? Und keiner konnte mir eine Antwort geben. Weil man konnte nicht einfach damals eben mal Google und FASD, was ist das, wo kriege ich Hilfen? Gab es alles nicht, Jugendamt konnte uns nicht weiterhelfen. Aber wir wussten jetzt, es liegt gar nicht an uns, es liegt auch nicht an ihr als solches, es liegt einfach an den Umständen, und dann wächst man rein. Obwohl FASD die häufigste nicht genetisch bedingte Behinderung in Deutschland ist, fehlt in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Gefahren von Alkohol in der Schwangerschaft. FASD ist eine tabuisierte Behinderung. Wenn wir jetzt mal an alle Drogen denken. Wir haben den Alkohol als legale Droge, wir haben Nikotin, also Zigaretten, als legale Droge auch. Darf ich ab 18 Jahren konsumieren in Deutschland. Wir haben aber auch illegale Drogen wie Heroin, Kokain, Hasch, Crystal Meth. Von diesen ganzen Drogen, wenn wir die jetzt mal alle aufzählen, was würden Sie glauben? Was ist die gefährlichste Droge fürs Baby, fürs Ungeborene? Ja? Alkohol. Alkohol, sagen Sie? Ja, weil das ein Nervengift ist. Also ich glaube, ganz, ganz früh in der Schwangerschaft, wenn man auch noch nichts davon weiß und dann geht es nur um ein Glas Sekt, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es noch nicht so problematisch wäre, weil ich glaube, sonst würde es vielleicht noch viel, viel mehr oder größere Schäden geben. Heike Kramer von der Ärztlichen Gesellschaft für Gesundheitsvorsorge geht mit einem Team von über 100 Ärztinnen bundesweit in Schulen, um über FASD und den Missbrauch von Alkohol in der Schwangerschaft aufzuklären. Die Initiative wird schon seit Jahren von Sternstunden finanziell unterstützt. Alkohol ist fürs Ungeborene die gefährlichste Droge von allen. Jetzt ist nicht meine Botschaft, ach, kein Alkohol trinken, lieber ein bisschen Heroin. So ist es gar nicht gemeint. Aber von allen Drogen, die wir haben, macht Alkohol tatsächlich die schlimmsten Schäden beim Ungeborenen. Und wir haben jedes Jahr in Deutschland ungefähr 12.000 Babys, die mit einem unheilbaren Alkoholschaden geboren werden. Und was bedeutet das für Menschen? 12.000 jedes Jahr, rechnen Sie das mal hoch, wie viel das ist in Deutschland. Ja? Wenn man 80 Jahre alt wird, wie viel, unendlich viele Menschen dann davon betroffen sind. Es gibt Millionen Betroffene in Deutschland und viele von ihnen sind gar nicht diagnostiziert. Denn erst in den letzten Jahren wächst das Bewusstsein für die Erkrankung, die nur schwer zu erkennen ist. Genau, äußerlich sieht man uns nicht an. Wenn man uns länger kennt, dann wird man es erkennen. Man kann es sozusagen so ein bisschen mit Schauspielern vergleichen. Wir können uns anpassen, wir können uns richtig gut anpassen. Wie so ein Chamäleon. Ja, so ähnlich. Aber nach einer Zeit, wenn man uns 2, 3 Jahre kennt, dann irgendwann fällt die Maske und die meisten Menschen können dann nicht damit umgehen. Hä, du warst doch noch anders vorher. Ja, ich habe mich euch angepasst.
weil ich Angst hatte, sonst nicht akzeptiert zu werden. Und ich habe hier mal meine Fasi. Das ist sozusagen mein FASD-Baby. Und was fällt Ihnen an diesem Kind auf? Könnte schon 2 Monate alt sein. Ich gebe es Ihnen mal auf den Arm. Fühlen Sie mal, wie es sich anfühlt, wenn Sie die so richtig im Arm haben. Also sehr klein. Ja. Der Kopf ist auch sehr klein und die Ohren relativ weit unten. Aber sie kuschelt sich so ein bisschen an, ne? Genau. Ja. Was genau passiert, wenn Schwangere Alkohol trinken, zeigt die Ärztin anhand eines Modells des Mutterkuchens. Das Kind hat sofort die gleichen Promillewert wie die Mutter. Also wenn ich 0,8 Promille habe, hat mein Kind 0,8 Promille. Ab 0,5 Promille werden Kinder häufig schon bewusstlos. Das ist schön ruhig in meinem Bauch in dem Moment. Das zappelt gar nicht rum. So, jetzt kommt aber das Problem. Die Leber vom Kind kann den Alkohol noch nicht abbauen. Also das Zellgift ist hier. Wir haben Zellen, die sich ununterbrochen teilen, damit es wachsen kann. Und immer dann, wenn Zellen sich teilen, sind sie besonders empfindlich und könnten absterben. Wenn jetzt heute Gedächtnis hier gebildet werden soll, da sind ein paar Zellen, die sollen sich jetzt zum Gedächtnis spezialisieren. Das Zellgift kommt und diese Zellen sterben ab. Dann fehlt dieser Teil im Gehirn. Der kann nicht nachgeholt werden. Das Problem, die Schädigungen können ganz unterschiedlich ausfallen und doch sind sie in einem Punkt gleich. Und der Teil in unserem Gehirn, der uns als Menschen so sehr ausmacht, ist das Stirnhirn. Hier ist unsere Persönlichkeit. Mit Ihrem Stirnhirn können Sie planen, können Sie flexibel sein. So Dinge, die wir in der Schule ja auch lernen, dass wenn Weg A nicht geht, dann gibt es noch Weg B. All diese Dinge sind im Stirnhirn. Und Menschen mit FASD haben immer einen Stirnhirnschaden. Und das sind die Dinge nicht, die funktionieren. Sie können nicht einschätzen, ob es jemand gut mit ihnen meint, können keine Pläne machen, vergessen, was sie gestern noch konnten. 80% der Menschen mit FASD können nie alleine leben, sind lebenslang auf Hilfe angewiesen. Jim möchte später einmal Landwirt werden. Er ist gut in Mathematik, hat ein gutes räumliches Denken und weiß doch, morgen könnte alles anders sein. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Klar, man sollte ja, wenn man schwanger ist, keinen Alkohol trinken. Und ich bin meiner Mutter nicht böse, weil ich denke mal, sie wollte nämlich nicht willentlich schädigen. Und hätte sie das vorher gewusst, dass Alkohol, also wenn eine Frau in der Schwangerschaft ist, Alkohol trinkt, das Kind schädigt, hätte sie das vorher gewusst, denke ich, hätte sie es auch vermieden. Und somit wäre ich dann ein gesundes Kind geworden. Shannon fühlt sich wohl bei den Pferden. Sie arbeitet auf dem Reiterhof, schon seit 4 Jahren. Hallo Mausi. Mausi. Manchmal klappt es ganz gut und dann wieder nicht. Ja, ich brauche länger für manche Sachen zum Lernen. Ich brauche länger, um zu verstehen, und ich werde manchmal auch ziemlich schnell überfordert, weil alle denken, ja, sie hat ja nichts, weil man es nicht sieht. Und das ist dann das Problem bei der Sache. Katrin Lepke hat sich der Aufklärung verschrieben. Mit ihren 3 Kindern ist sie Mitglied im Verein FASD Deutschland und sie engagieren sich, um in der Gesellschaft ein größeres Bewusstsein für die Problematik zu schaffen. Es ist echt russisch Roulette und keiner kann vorher sagen, dieser Schluck schädigt und dieser nicht. Also einmal der große Wunsch ins Bewusstsein der Menschen, Alkohol und Schwangerschaft gehören nicht zusammen. Das wäre der ganz große Wunsch, einfach um die Geburtenrate der Kinder mit FASD im Moment 1 Kind pro Stunde allein in Deutschland mit dieser vermeidbaren Behinderung langfristig zu senken. Die Aufklärungskampagne in den Schulen läuft weiter. Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, finanziert auch in den kommenden Jahren die Schulbesuche von Ärztinnen.